Welcome hier, welcome in Lebenswasser van Deus Samarias. Vi fredag dat je hier zijn met ons ook van Deus, een schijne dag. En goede dag te mijn kerk zijn, wanneer je hier zijn. Welcome hier, ik hoop je het hier schijn. En wanneer je thuis zijn, ook zeer fijn. Voor die wat online zijn, dankzij voor met ons ook zijn online van wie af, van dichtbij. Hey, we hebben vandaag een ganz besondere zondag. En ik zei dat gleich meest jeder zondag, en ik voel me wirklich so. We hebben besonders wat geplant vandaag. We hebben een Moot Sindach. Wer heeft mal van Moot Sindach gehoord? Heb je mal van gehoord? Somehow. Okay, so ik wil je nog eenmaal dan zeggen, voor die wat er niet weet. Moot Sindach is, wo wie wat persoon, vrouwen uit de kerk, wat je thuis hier, en wie vrouwen en dus zij worden een karte red komen gaan, boodschap of een testimony. En so vandaag hebben we een Moot Sindach, waar 3 verschillende redenen hebben wat er worden opkomen. En zij worden ons Moot merken. En mij heeft dat Moot om te zijn, waar zij er goven brukken. En eind heeft dat Moot, wanneer ze er goven gaan brukken. En het is plus zo goed dat we dat gaan doen. So we hadden een paar maal dit jaar wat we doen aanladen. En we met vrouwen en vrouwen wist die gleich in een woord met te delen. En so dat is wat vandaag is. Moot Sindach. So we hebben 3 verschillende redenen. En waar je zeer bezig met de notes nemen. Ik heb met eind getroffen verher. En een beetje gekeken naar de reden wat ze hadden. Het is een zeer goede boodschap wat we vandaag hebben. En mij is het interessant, wanneer ik dat zei. Ze komen dan met ihre topics op. En dan te laat wordt het dan nog top post. En alle top zich top houdt. En dat kan ik zeggen, dat is plus de hele Jezus wat dat viert. Dat hij dat merkt top posten. En vandaag hebben we sinds dat zondag. En zo het eerste waar we Brian Dickreven opkrijgen. Dat is een beeld van Brian en zijn geschwister, zijn familie. Brian, der is in de Bibelschool geweest in 2023 in Canada. En hij helpt hier met in de kerk, met de jugend en in verschillende wegen. En zo hij wordt de eerste boodschap. Brian, kom maar op, wel hem de hand geven. Alright, goedemorgen. Dat is een grote eer dat ik hier kon van jou zijn. Ik zie zo nervous. Een guy wat dit mal heb gedaan, die zei gisteren te mij dat deze 2 show wat de stage uitmaakt, dat maakt een grote onderscheid. Dat eerste laat veel daarna. En dat is veel warmer geboren. Samen met de elevation, dat maakt een grote onderscheid. Maar ik vrees me zo dat ik hier kon van jou zijn. Dat is immer een droom van mij geweest. Dat ik weer kan een boodschap brengen en je te vertalen. En ik heb lust 10 minuten, maar ik geloof dat je nog tijd zijn te een boodschap brengen. John die het immer veel langer is dat, maar ik geloof met 10 minuten heb ik nog ganz nog tijd. Ik wil met reden over wichtig dat is de Bibel te lezen. En dat einreichtig te lezen. En dit is een thema wat de Luther-tijd zeer is, zo wichtig geweest. En we hebben zo bij Jugend, of bij 1929 hebben we zo van dat verteld. En dat merkt wirklich een grote onderscheid. Ik dacht, dit jaar, wanneer we de 21 dagen van Beden en Fasten den aanvang, dan merk ik een entscheiding. Ik wil jeder dag de Bibel lezen. Ik heb eenmaal de Bibel doorgelezen, maar nu wil ik me wirklich jeder dag. Ik stond 's morgens op, dan wil ik de Bibel lezen en dan vang ik mijn dag aan. En dat wordt wirklich een grote onderscheid gemerkt. De 21 dagen kwam en de jeugd, en dan bleef ik in dat doen. En dat merk en ik blijf in jeder dag de Bibel lezen en ik heb gemerkt, hoe dat in mijn leven een onderscheid merkt. Dat is een studium wat ik heb gedaan, wanneer mensen 1 dag dit werk, of 2 dagen, of 3 dagen, of 5, 6, 7 dagen dit werk de Bibel lezen en wilde omtuschen dan. En wanneer mensen eenmaal dit werk met God een encounter heeft, met is geen kwijtkomen of zo, eenmaal dit werk, dat is wirklich geen onderscheid. En 2 maal dit werk weer ook zo weinig onderscheid. 3 maal weer een klein beetje meer. Aber wenn einmal 4 Mal oder mehr das Werk in der Bibel lesen, dann der ganze Welt am Tischen. Dann der Addiction ist, der Jüng tankt 80% drauf. Und wir fangen die Menschen über Gott vertellen, dort Jüng über 200% ab. Weil leichter die Bibel können auswendig lernen, oder dort applying, was die lernen dürfen, dort Jüng über 300% ab. Dort merken Weltunterschied. Und ich will Ihnen bloß merken, dann wirklich einreichtig lernen, jeder Tag die Bibel zu lesen. Je zijn nog alle jong. En dat zie je zijn nog alle jong. En je kan leicht overstaan, opstaan en de Bibel lezen. Dat wordt werkelijk een onderscheid maken. Ik heb hier een paar versen wat ik wil jullie geven. De eerste, dat is in 2 Timotheus 3 vers 16. Voor de wat notes nemen, ik heb 2 punten. De eerste, dat is de Bibel als waarheid. In 2 Timotheus 3 vers 16, dat zegt, alle schrift van God gegeven is wertvoll ons te belehren,
uns uitbeteren, uns reich te wiesen, und zu unterreichen, wo reich te leben. Wenn wir Gott sein Wort lernen, dort lehrt uns, wo wir können der reiche Menschen sein, wo wir können Gott sein Volk sein. Das sind wir, was Gott uns gegeben hat. Und dort ist eine Ehe, das wir können lesen. Ein Prediger sagt mal, dort in uns glauben, dass es, wenn wir zwei Bäume haben, ein Bäume, dort je Bär, und der andere Bäume, dort die Bibel lesen. Und der Bär, dann können wir nicht gehen, können wir nicht nutzbar sein. In der nächsten Vers, was ich habe, das sind Sprüche 30, Vers 5. Sag ich, all Gott seine wir sind fehlerlose. Heuer ist ein Schild für all die sich auf Arm verluten. Gott sein Wort ist die Wahrheit. Das ist fehlerlos. Du hast nicht ein Wort in der Bibel, wo ein anderer Wort falsch sein wird, oder wo nicht taupassen wird. Die ganze Bibel, dort sind über 40 Menschen, die haben diesem Buch geschrieben, über 1500 Jahre. Und Samuel hat nicht ein von den anderen falsch gesagt. Das stimmt alle taub. Mein nächster Vers, was ich habe, das ist der zweite Punkt. Die Bibel ist lebendig. Das ist in Psalm 119, Vers 9 und 10. Das sagt, wo kann ein junger Mann sein Leben reinholen? Wenn er sich daran hält, was dein Wort sagt. Ich sieg dich von ganzen Herzen. Lass mich nicht von deinen Geboten aufhören. Wenn wir Gott sein Wort siegen, dann können wir ein reines Leben haben. Wenn wir am Siegen, einen Hunger haben, können mehr von Gott lernen, dann können wir ein reines Leben haben. Wir können die Menschen sein, wo Gott uns hat gerauben zu sein. Der Herr hat uns gerauben, ein heiliges Volk sein. Und wenn wir Gott sein Wort siegen, dann können wir dort auch sein. Du hast eine Geschichte in Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40. Ich werde hier nicht nachdenken. Ich kann nicht die ganze Geschichte durchlesen. Aber hier hat ein König oder eine Königin, ein teurer Guy. Das ist der teuerste in dem Land. Der reisen und er in Äthiopien reisen, da wohnt er. Und er reist da und er liest die Bibel und er kann es nicht verstehen. Und damals ist Philipp da. Und dann sagt Philipp, was liest du da? Sagt das Mensch, ich lese hier und ich kann es nicht verstehen. Kannst du mir das explainen? Kannst du mir sagen, was hier angeht? Und dann hat er das explaining, was da angeht. Und dann das Mensch, der sich kurz bekehren. Und dann sagt er, komm, du hast Wut da. Was kann mir treiben, von mir helfen? Du hast so eine Kraft in dem Wort, dass hat er sich bekehrt. Und dann sagt er, was kann mir treiben, von mir helfen? Ich sehe Reut, du hast nichts, was mir kann treiben. Und so ist Gott sein Wort, da so eine Kraft. Was kann uns treiben, von ganz handgegeben, nur Fall ja Jesus sein? Ich habe hier noch ein Bild. Das sind zwei Bäume. Das hier kann sein, einer ist gesund und einer ist tot. Ich wollte reicherseits mit wirklich Planten tun. Ich habe mir Montag 2 Blumenstäbe gekauft. Und ich will einen von denen jeden Tag Futter geben, das soll fein gesund sein und fein looten. Und den anderen will ich jeden Tag Gas geben. Oder Mike, oder Cooking Oil, oder was wir ganz dope merken. Und ich habe mir ein bisschen abgemixt und dann heute Bär Gas gegeben und dann sterben die Bär. So das haupt nicht. So dann will ich bloß ein Bild hier haben. Aber das sind 2 Planten. Und das ist derselbe Plant, das ist derselbe Baum. Aber das hier kann sein, einer, der ist lebendig, der wird keine Frucht bringen, das ist nicht ein Fruchtbaum, aber der wird keine Frucht bringen, der ist gesund. Und einer ist tot, der Hauptkind, der ist für nichts zu brauchen. Und Luther wird ein von der Prediger noch mit vertrauen von der Frucht von Jesus, was wir kriegen. Aber so sind unsere Horten. Wenn wir die Bibel lesen, dann kriegen wir, was uns fehlt. Das Baum, der Kreuch, was ihnen fehlt. Und der ist gesund. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir christliche Musik hören und so eine Dinge, dann kriegen wir, was unsere Säule fehlt. Wir dürfen immer lernen. Wir sind Menschen, so sehr wie ihr merkt, wir dürfen immer lernen, wir dürfen immer abnehmen von was wir hören. Und wenn wir nicht Gott sein Wort lernen, dann dürfen wir von der Welt lernen. Aber somit wird einer lernen. Und wenn wir bloß von der Welt lernen, dann werden wir krank, wir werden dreich. Du hast nichts in uns Bein. Aber wenn wir Gott sein Wort lernen, dann können wir wachsen und gesund sein. So ich will Ihnen bloß merken, denn jeder Tag die Bibel lesen, dort merkt wirklich einen Unterschied. Jemand nicht nur viel lesen. Dort gibt Menschen, die meiste Menschen dann ein Kapitel der Tag lesen oder so, aber es gibt Menschen, die mit 10 Versen, 4 Versen lesen. Nochmal, wo ich es abwerke, ich lese 2 Versen und dann denke ich, wow, das ist zu viel für mich. Ich kann das nicht mehr annehmen, das ist so stark. Und
Ich will ihm wirklich mit mir dort die Bibel jeder Tag lesen. Dort wird ein Unterschied mehr in ihrem Leben. Wenn ihr mir luten wollt, noch mit ihnen beten. Und Gott, Dankeschön für diesen Tag, was du uns hier gegeben hast. Dankeschön für alle Menschen, die hier sind, für die, die online kicken. Dankeschön für die alle in dein Bild merken und für die alle Leben. Ich danke dir für dein Wort, was du uns hier gegeben hast, dass wir so glücklich sind, dass wir können jeder Tag von dir lernen und nur an dir wissen. Ich bete, du wirst die Menschen hier, die heute anschauen, dass die wollen mehr und mehr von dir lernen, dass die wollen hungrig sein, dass nur an dir wissen. Und dass die uns alle halten, bloß es ist ein Körper. Es ist eine Quake, nur an dir wissen, Gott. Und die nur fallen. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Give him a hand. Gott sein Wort ist lebendig und das Kraft von Gott sein Wort. Nächster haben wir Nelson Rampel. Nelson, was du abkommst, das ist ein Bild von seiner kleinen Familie. Und Nelson ist von 16 Jahren an hier in der Kirche gewesen, heißt hier Tüß und seine Familie auch. Und eigentlich, was ich will sagen von ihm ist, für die, die uns checken online, auch die, die hier im Haus sind, vielmal sei hier nicht. Und er startet in der hintersten Ecke im Studio und merkt sure, dass das online alles schafft, dass Menschen uns können sein online. So heißt der Direktor von dort, hat dort eben sein und viel Technologie kennt er. Und so hat er eine sehr gute Arbeit mit dort. So thank you, Nelson, für das possible merken online. Hallo. So, ik wil hier van hen reden van onhoudend zijn. We omvangen met een paar Bibelvers. Dat zijn Römer 5, vers 1 tot 5. Dat zegt je, wils wie durch den Glauben gerecht geworden zijn, hebben we vrede met God, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den uns der Weg opging naar de genade en de we stonden. En we freuen ons aan de hoopning Gott die Herrlichkeit te zijn. Deze eerste twee vers, dat voor mij is waar we een Christ worden. Dat is wat God deed voor ons. Zo we nog eenmaal checken, dat zeg je durch Glauben gerecht worden. We hebben vrede met God durch Jesus Christus. En dat zeg je, we hebben genade, we staan in de genade. We freuen ons voor de hoopning en God zijn Herrlichkeit te zijn. So, das ist ganz einfach, das ist, was Gott für uns tut, das ist, wo wir ein Christ wollen. Ich hatte genug dort von der, wo wir Luther noch mal reden. Das ist der nächste drei Vers, dort war uns Christentum hier beirrt. Das sage ich hier, aber nicht bloß dort. Wir sind hier auch Frau, wenn wir Lieden machen, weil wir wollten, dass wir durch Lieden lernen, geduldig, standhaft zu sein. Und so hier sind noch die nächsten zwei Wörter, was ich auch brauchen will, lernen und standhaft, oder unheilend, beständig. Standhaft sein büht unseren Charakter ab. Und dort wirkt an uns Hoopning. Hoopning lässt uns nicht schon worden, will uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Leib in unsere Herzen gegeben ist. Und so, je zou nog meer rode weren, van daar waar we van reden. We brauchen den Heiligen Geist, ons de Leib, wat hij ons neemt, en de leiding, en we brauchen den Heiligen Geist, de Kraft aan, leven, zoals een Christ. So, ik geloof dat is wat God heeft geprobeerd te mij te reden. War de laatste jaar, war meerdere verschillende tijden, verschillende versen. En ik geloof dat je hem beroepen dit. Dat is wichtig, wanneer we willen, ik zie een Christ. En mij is dat wichtig. En ik geloof dat als een Christ erfolgreich gaan, dit is wat ik doen moet. En niet plus als een Christ. Voor mij, en leven in general, Tim erfolgreich zijn, succesvol, is dit wat ik doen moet. Ik moet standhaft zijn, onheilend, beständig. En dan deze drie dingen. Gnade, eerstens Gnade von Gott, om geraad worden. Dat is dat wichtigste. En dan Gnade für uns selbst, wenn wir einen Fehler merken, dann wir wieder schaffen. Weil wenn wir nicht Gnade haben für uns selbst, dann blocken wir uns. Dann schaffen wir nicht wieder. Dann schämen wir uns, whatever. Und dann hier wir mit vorwärts moven. Oder Gnade für andere. Weil wenn wir nicht vergeben, dann wollen wir besser. Und der beter als die blockt uns auch, der hält uns auch fast. Dann schaffen wir nicht wieder moven. Wenn je rumchecken, je wollen Menschen sein, die haben weder nicht genug gehört für sich selbst oder nicht genug für andere. Und das hält einen fast, die kann nicht wiederkommen von dort.
de nächste is leerbaar zijn. De nächste is karakter. So, dat zijn de 3 dingen waar ik van reden. En ik geloof, Tim onhullen zijn, moet wie die 3 waren en waren doen. Van genoeg naar hein denk. Oké, so 2 Korinther 12 vers 9. Dat is wat Paulus van redt, dat hij heeft een spek aan zijn vlees en ik kan er niet los worden en hij heeft God bara waar hij beet. En dan zegt God, mijn genade is genoeg voor die. En ik ga hier een beetje gezegd. Gleich lang tijd dat we reizen. En so mijn onkel, die ging bij de airport daar security. We werden niet taub, we kwamen met verschillende jets. Op de jinken daar security. En dan eenmaal roept die vroeger man waar we gingen weer. Hey, is phone erop gevallen? Is het die phone? Ja, dat weer. Hij had een phone. Hij nam een phone met voor zijn vriend. Wil hij daar een phone brengen. En zo nam hij een phone voor. En zo was dan troffen hij aan het taub. En hij zit in de tas nu. Nu vindt hij dan in de tas 2 phones. Dan heeft hij de 6 van zijn phone. We krijgen dezelfde brand en alles. En hij schaamt zich en weet niet wat hij wel moet zeggen. En ik dacht met zo, mij wordt het naar worden. Hij wil zichzelf genoeg geven. Ik zag hem phone daar, ik vond some van die nummers. En phone hem weet. Reden dat hij bereid werd, waar hem de phone terugschikken. Zo, ik nam met een phone met. Schützt sie wieder, schickt ich dann mit 6 von ihm daheim, wurde dann Hansel. Und dann, was dann, Phone ja, Mensch, mir ist, ich habe ein Passwort gechanged für sein Phone. No, ich kann nicht. Okay, gut, ich weiß nicht korrekt dann, aber dann, nach ein paar Wochen wieder, ich träge Tüß. Und ich habe immer 2 Phones, ich habe einen extra, wenn einmal irgendwas anderes hast. Dort ja 2 jetzt haben. So, mein Phone, und als du den Phone da, aber mein Passwort schaffe ich nicht mehr. Und der Phone, der sitzt mit anders. En zo nu heb ik Jan Mensch mijn phone geschickt. En ik ga zijn phone hier naar hem. Ik wilde hem zelfs terugstellen, maar nu hebben we dan de phone getuscht. En ik had hem nog niet gezegd. Had hem nog niet moeilijk gevonden. Ik geloof niet veel dat ik mezelf genoeg geef. Lachen hier een beetje even. Phone den zijn er nog. En dan waren we weer. Maar het jij zijn we niet genoeg geven, dat houdt ons vast. So, sometimes we vielleicht nog waren phones terugtuschen. Oké, nummer 2. Leerbaar zijn. Ik geloof het is heel wichtig dat we leerbaar zijn en Englisch teachable. So, some van jullie worden het woord vielleicht niet zo ervaren hier, weten vielleicht meest niet wat het meint. Ik ga hier een beeld, hoe ik merk dit een beetje klarer. Dat is een leerbaar. So, ik geloof dat het zeer wichtig we leerbaar zijn. Johannes 14, 26. Det zegt, aber det trösta, det helga jäs, den de fora en min nom schatten wordt, det wordt junt alles leer, en junt on all dat denken houden, wat ik te junt gezegd ha. So de helga jäs, det ons leer. En voor mij is dit een zeer wichtiger punt van onhullen zijn, because wanneer die onhullen best aan de aardige dingen, dat kan zij overrasch werken. Dat schafft nicht. Wenn die onhullen bist in something, wat die meer geld verspelen, dat schafft nicht. Wenn die onhullen bist in something, wat die eigen oder die Verhältnis mit die Kinder schlecht hat, dat is nicht gut. Wenn die Sinn hast, nicht onhullen sein in Sinn, dat schafft nicht. Dat wirkt überrasch. Deswegen wat leerbaar hier ist, und deswegen wat eerst boven in den Vers. Du seht wie, wir sind hier auch froh, wenn wir Lieden machen, weil wir wollen, dass durch Lieden lernen, geduldig, standhaft zu sein. Standhaft sein bietet unseren Charakter ab. Da lesen wir hier in dem Vers. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir lernen, dass wir verbessern. Und dann ein Stück vorwärts nehmen. Geben uns Gnade, wir lernen, das bietet uns Charakter ab. Und dann war ein Hecht. Onhullen sein und Dinge, die du anleiden, wo wir hingehen wollen. Nicht onhullen sein und nicht lernen. Das schafft nicht. Nächster Punkt, was ich auf der Liste habe, Charakter. Und ich glaube, das schafft einen Circle. Galater 5, 22, das wo die ganze Frucht von Jesus alle abgenannt worden. Liebe, Friede, die ganze Striebdinge. Und dort für mich ist Gottes Charakter. Das ist, wo wir hin wollen. Und wenn das Circle reich schafft, wenn wir das so anwenden, als was ich diese Verse verstehe, dann kriege ich Gnade von Gott. Wir geben uns selbst Gnade für die Fehler. Dann leben wir.
wir verbeteren, dort verbetert ons karakter wordt sterker en dat geeft ons de kracht om dit ware en ware doen, ever en ever. So, in California, en du hast eine Beach, en ik weet, du zijn ganz over de Welt beachen, wenn du in Wasser, Wind, Sturm kommt, dann püsten diese Starfish auf der Beach ab. Starfish, die können nicht schwimmen, die kriechen ganz auch ab ein Meer, aber die können nicht leben mit dem Wasser. So, wenn das einmal passiert, dann gehen die Starfish tot. So, das Mann, der hat hier verlängert. Der nimmt einen Starfish, klettert den 3 Meter an. Hat den noch Leben geraten. Ja, dann haben wir uns wieder verlängert, der nimmt noch einen, der klettert den nicht an. Wenn es da ein Junge, der checkt und der sagt, was haupt das an weh? Du schwitzt das am Starfish nicht, aber check, das ist lange nicht holen. Du lässt dir allein. Actually, das sind viel zu viel, das kostet nicht mehr alle. Das sind bloß zu viel, das kostet nicht alle anschmieden. Dann sagt der Mann, ja, aber das hat noch eher schon gemerkt für diesen. Ich habe diesen nicht leben geraten. Für den einen Hafet. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir anhalten sind. Und dort, wo wir dann China von uns kann die Welt Fan merken. Ich habe nicht, das sind wir zu klein für. Aber wir können vielleicht vereinen. So, noch eine Geschichte, stütze trägt, verteile ich mit einem von unseren Freunden. Und der Freund, der kommt von Kanada und der hat eine Krankheit, der muss Pillen an ihm für den Kopf, der hat some troubles und die können noch nicht fixen in der Beten und der schaffen, aber die Krankheit wieder noch. Der schaffen noch mal. So verteile ich ein paar von unserer Geschichte, von Greta, meine frühere Geschichte actually. Und sie hat auch Jahren 3 den Saal sehr trouble. Und sie braucht Pillen und all verschiedene Sorten, was der Doktor schreiben, sein Mutter schaffen würden, alles, was sie erst einmal der rechte Sort fangen. Und dann soll sie die andere alle abhören mit Brot. Und sie hier mit Brot und aber sie wir sozusagen fast und sie hier ab, aber er verlangt und nicht. In ein paar Jahren wurde das schwer wir, aber sie hier ab mit dem Brot und sie den Airport. Und nur ein paar Jahre über dem dann durch ihn gebeten, alles zu wie ein Wunder, und verstand, was ganz sind. Ganz gehalten, durch ein Wunder. Und dann von dort wieder braucht sie keine Palme, dann wird verstand, ganz sind. Und das verteile ich ein bloß. Das zum sagen, dass dort anhalten bleiben mit den Potten und bleiben beten, dass Gott sein Pott hat. Und so, ich glaube, ich kann durch den Tag möglich merken, ich kann das vielleicht ein Klima leichter, vielleicht ein Klima besser gemerkt, verändert. Und dort kriegt es das Mensch. Ich war das nicht besser mehr vor allem, aber hoffentlich kein Verein. So, noch ein Vers, Galater 6, Vers 9. Sagt, weil wir nicht müde worden, Gott zu tun. Willst, wenn wir nicht mutlos worden, wo wir ernten, wann dort ihr Zeit dort ist. So, das was ich will Mut mehr. Weil wir nicht müde worden. Wann für ein Mensch, wann ein Denk, wann wir uns genug für uns, für andere, von Gott, und dann werden wir lernen, werden wir besser werden, werden wir uns Charakter abbauen, und werden wir wahre, alle Tag, Bibel lesen, und bloß unhöllend sein, dort wir am besten sind, besser werden. So, werden wir nicht mehr werden, Gott, das ist alles. Dankeschön. All right, thank you. Next, I have Dr. Franz Panner. Hij wordt opkomen. You want to come up? Frank en Sarah zijn goede vrienden te ons. We kijken op naar eind. Ik zei nog eenmaal te eind dat wanneer een Christus groot zijn, dan wel we ook zo zijn, zo zei. Dat is Frank en Sarah. Maar ze zijn goede vrienden te ons. Ze zijn potjewaars van levenswasser, ganz van aanvang aan. Met geschafft en je helpt me hier. En nu wonen ze partij hier in Mexico, partij in Canada. En zo ofjens de kijk wie een ding aan. No, it's all good. Wel, we hem de hand geven. Hij wordt de nächste boodschap hebben. Wow, da fällt er sich mit clean. Und das laat mir wirklich Schmack hier, was ich hier sage. Die zwei Show, was hier hast, die merken schon, was mir hier steht. Nicht bloß da in der Lauf darf, aber das laat mir Schmack hier, was ich hier design habe. So friedlich, als das hier sitzt. Und so eine Leben, was hier hast, das zu sein. Die sitzen alle so dicht aneinander. Hier ist Leben, das ist eine helle Gruppe hier. Die laat nach buiten dort, die laat nog zo Schmack. Krijgt zo Schmack als de andere Gruppe. Ich glaube, die sollen je nur sein, die laat Schmack. Anyway, ich zie hierboven wil
Pastor Jacob mich schließlich mal eingeladen hat, dem hier boven kann mit was mitteilen. Just kidding, das ist John einmal sagt. Anyway, ich sehe noch mein Namen und ich will nicht sagen, wer ich sehe. Ich sehe ein unvollkommener Mensch, aber ich habe Jesus Christus an mein Hort, weil ich am eingeladen habe als mein persönlicher Heiland und Rader. Und wenn du das noch nicht hast, dann würde ich dir tun dort. Dann hast du Frieden mit Gott. Das ist die ganz geradste Entscheidung, was du jemals in dein Leben wirst merken, wenn du an wirst anladen in dein Hort. So, dort. Wir wissen gleich, dass wir hier nach lang sind. Wir wissen gleich, dass wir hier nach Thematic sind oder nicht. Wir haben nur noch genug Zeit. Aber wir wissen immer nicht, wie lange. Weil Gott, der wird uns Hort mehr so lang schlagen lassen, als was er tun lässt. Uns Hort wird kein Puls mehr schlagen, als was er tun lässt. Unser Atem wird nicht einmal mehr kann atmen, als was er tun lässt. So, wir sind abhängig, ja. Diese zwei Gentlemen, die hier vor mir waren, und uns eine sehr gute Message, Botschaft gebracht haben, das ist so gut, dass ich nicht würde eigentlich bloß da und sagen, ja und Amen, nicht? Ich glaube, sie haben alle beide einen Home Run gemerkt mit dem ersten Strike. Ein Home Run, so sie das dann hier sahen, nahen, nicht? Aber ich sehe hier nicht boven und ich habe auch einen Strike getan. Der Ball ist in der Luft. Ich sehe am Weg nach First Base. Nicht weil ich sein, dass jemand wollen Loten nach First Base kommen, oder dass jemand wollen nach der Bank erscheinen. Oder dass jemand wollen Home Run loten, merken dort, wo ich einen Jünd loten. Aber nicht will ich Ihnen noch sagen, wer ich sehe. Oder hat ich das gesagt, ne? Ich komme hier in Ordnung mit das. Weil, weißt du, wenn einer nu ein Kind Gottes hat, und einer hat erst ein Ohr von einem Kind, von der Dreck Gottes, dann kann er nicht unbedingt stolz sein, du wärst. Aber demutig, muss wir sein, mit der Gewissheit, dass ein Christus sei wie würdig, ein Kind Gottes zu sein. Ein Christus, ja. So, wir sind demütig und wir sind mit der Sicherheit, dass wir würdig sind, mit seinem Reich, an sein Reich kommen. Demut ist nicht, dass wir machen krumm stehen oder den Kopf raufhängen haben und süre Gesichter haben. Das ist nicht Demut. Aber Demut ist, dann dreht das nicht mehr um mich. Mein Ich ist weg. Ist gestorben. Nu dreht es darum die. Nu ist der Respekt da, nicht hier. Nu dreht es darum Jesus. Das ist Demut. Und so, wenn wir weiten, dass der Heilige Geist in Jesus um eine viele gute Dinge, was er sind, und dann weten wir auch, dass sie sind, ist ein Gentleman. So, wir können dann wenn wir dann Jesus in Fußstapfen nachgehen, dann sollen wir auch Gentlemen sein, oder frühes Ladylike. Das meint, wir können uns Gesicht hochheben, wir können schaftig sein, wir können fairweich gehen. Das ist auch noch Demut. Weil das was die Bibel uns lehrt. Wir sind heilig von dem Moment an, wo wir Jesus haben angenommen. Das wollen wir heilig werden. Und hier sich mit Frauen heilig, nicht? Ja, die sind alle heilig, wenn die Jesus angenommen haben. So, bist du auch? Ich lade dich an. Wir haben diese Zeit nu im politischen, was nu viel drehen hat. Wir tun wählen. By the way, ich will Ihnen toten, als Gute Bürger den 2. Juni für ein Wählen. Ich will Ihnen nur danach sagen, wo ich kann wählen. Aber anyway, ich will hier von der Kampagne tun. Weil es nu wird viel von Kampagne geredet. Und je weiten, dass die
politische Menschen, die tun immer sehr viel versprechen, was sie lange nicht nur kommen können. So ich will hier Kampagne driven, nicht für mich, auch nicht für unsere 2 Kandidaten, Sochi oder Scheinbaum, auch nicht für Biden, auch nicht für Trump, auch nicht für Trudeau. Ich will hier Kampagne driven für den Janschen, wer 100% alles nur kämpft, was er versprechen hat. Für den will ich Kampagne tun. Und das ist Jesus, das weiß ihr ja. So, wenn wir wählen dann im Politischen, dann haben wir 2 Wege, oder 3 Wege sozusagen. Je kann für den einen wählen oder für den anderen. Oder je kann für keinen wählen, und je habt das Blatt ein großes X, Eva, und das meint zu sein, je kommen wählen, aber je wählen nicht für einen von den beiden. Und das ist jährlich, das schafft. Aber wenn wir für Jesus wählen, dann schafft er mit anders. Du sind auch sozusagen 2 Partien. Entweder wir wählen für Jesus oder wir wählen für den Teufel. Für wen willst du? Das ist die Frau von dir. Bloß hier ist das ein bisschen anders. Hier ist nicht so, dass du kannst einen großen X merken und sagen, ich will für keinen. Hier ist das entweder oder. Wenn du nicht für Jesus wählst, dann hast du automatisch für den Teufel gewählt. So ich würde den Tauroden, weil wir für Jesus wählen. Wählt für Jesus. Das betont sich. Ich habe hier was Fargen, was ich will mitnehmen. Wenn wir für Jesus wählen und wir haben Hort haben, dann haben wir ein sehr großes Geschenk gekriegt. Ich würde gleich, wenn ihr das Pfizer, nicht bloß das Kapitel, aber den ganzen Brief mal würden langsam durchlesen und nicht mal bloß einmal, wahrer. Dass ihr dort wirklich am Hort ankommt, nicht bloß am Hort, aber was soll ich sagen, eine Lehre ankommt, was das gerecht zu bedienen hat für uns. Weil dort ist ein sehr, sehr großes Geschenk, was uns versprochen ist. Und sagt, es ist das. Uns Herr Jesus Christus, sein Gott und Vater, soll dafür gelobt werden, dass er uns aus Himmelsbürger all die jährlichen Segnungen geschenkt hat. Und dann will er die Welt den Grund legt, hat er uns bestimmt in Christus seine heilige schuldlose Kinder, das sagt ja unschuldig, aber dann besser zu verstehen ist, schuldlose Kinder zu sein. Wegen Gott seine Liebe für uns hat er dort so angereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will, als seine eigenen Kinder. Nun können wir nicht anders als seine große Gnade loben, die er uns hat zukommen lassen, durch seinen Leben sehen Jesus Christus. Und dann sagt er hier, wie hat er was hier sagt? Wie kann Sie muy bien, kijk mal. Der Heilige Geist bürgt dafür. Wer bürgt dafür? Der Heilige Geist. Was von beter Bürger haben, als der Heilige Geist, wenn die dafür bürgen, dort wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Deswegen, weil wir nicht alle seine Herrlichkeit loben. Dann habe ich hier noch ein Vers, was ich will. Dort ist der Vers 18, das Kapitel. Das ist Kapitel Vers 18. Und jetzt nicht direkt, das nie will sich mit aller Siebrock, das musste ich auch von 40 Jahren alt. Mocht hij Günther an sich geben, am Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung ist, die hij für uns erreicht hat. Und wo groß und herrlich die Aufgabe ist, dort alle Heilige in Christus gekriegt haben. So, jeder einer gleich ein Geschenk da haben, nicht? Die Geschenke sind verschieden. Hier habe ich das größte Geschenk. Hier habe ich das größte Geschenk, was wir jemals wollen kriegen und was uns versprochen ist, was der Heilige Geist verbürgen wird. So, für wen wollen wir wählen? Für Jesus. Go ahead. Ja, Dankeschön. Gott segne euch.
Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Dankeschön, Mr. Penner. So, ich will bis wieder merken mit dieser Kampagne, was er hiervon vertelt. Und das Geschenk, was er von redet, das Geschenk, das ist Jesus. Jesus ist das Geschenk. Und so, ich will von dir bloß das einmal aufmerken für die, die hier sind, oder die online kicken. Wenn du nicht hast Jesus angenommen von der ersten Zeit. Von der ersten Zeit, wo wir bis gerne Jesus annehmen. Und so unser Prayer-Team, das hier fährt, die wird hier rein sein, nur dem, was ich mit YouTube gebet habe, ich kann kommen mit Ehren verteilen. Aber ich will bloß für die, die hier im Haus ist, was ich nicht sicher ist, dass ich auf Jesus angenommen, ich will bloß für die in Gebet leiten. So ich will beten, und die brauchen nicht ab Lüdes dort beten, aber bloß in den Hort dort mehr beten. Und nehmt Jesus an von dir. Das Geschenk ist da. Das Geschenk ist da. Nehmt das an, es ist für frei. Und das ist ein Weg oder der andere Weg. Und so, weil wir Jesus annehmen, Dankeschön, Jesus, dass du bist für uns gestorben. Dankeschön, dass du hast die Sünde alle betont. Und das ist das Gebet, was du kannst beten. Jesus, ich nehme dich an. Jesus, ich kann nicht sein, ich habe alles getan. Ich nehme das Geschenk von dir an. Dankeschön. Dankeschön dafür. Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Gott. Ich danke dir, dass du hast Jesus geschickt und er ist gestorben, er ist abgestanden und dass ich kann in Freiheit leben. Dankeschön dafür. Jesus, ich danke dir für jeder einer, was hier in der Stuhl ist, was uns online kicken. Ich danke dir, dass wir hier können in dein Wort sein, in der Kirche sein und bloß von dir hier und Mut gekriegt haben und eine wichtige Entscheidung gemerkt. Dankeschön dafür. Ich bete nur bis Krieg und sehen, ob jeder einer, was hier ist, und dass wir einen Weg nehmen, Gott, was immer Entscheidungen wir merken, dass wir sicher bleiben, überall, dass wir dabei bleiben, anhalten bleiben, die Bibel zu lesen, den Wort in uns zu nehmen, lieber zu sein, ans Charakter abzubauen und bloß rausgehen in diese Kampagne, bloß rausgehen und für die anstehen und bis Menschen vertellen, wie gut du bist. Wir loben dich, wir preisen dich und wir heben dich hoch. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wer wir Jesus eine Hand geben, heißt gut. Amen. Thank you, Jesus. Hey, das Prayer-Team ist hier. Wenn ihr ein Gebet fehlt, kommt hier noch her. Redet mit ihnen hier. Bis sie dort, sie sind in Lot, hatten Gott Sindach. Gott ist ein Matthew.